diesem neuen Stadionvlog. Heute Manchester United gegen Bodo Glimt. Ich bin unterwegs zum Stadion, zum Old Trafford. Ich bin noch nicht dort, noch nicht drin, sind die in Manchester bei. Also das wird sicher ein bisschen so heimgekommen sein für mich. Ich liebe es dort, die Atmosphäre ist krank, es ist natürlich riesig, es sieht schön aus. Also es erwartet uns nur Gutes. Die englischen Fans natürlich nicht so riesen Fan vom internationalen Fußball. Trotzdem denke ich, dass sie eine Stimmung werden machen, dass es spannend wird. Ich meine, einen neuen Trainer haben wir. Der Fußball von Man U ist momentan nicht so gut. Also ich habe nicht allzu grosse Erwartungen. Wäre natürlich geil, wenn wir den Match klar gewinnen könnten. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich momentan ziemlich erschöpft. Jedes Mal Match schauen, was natürlich absolut geil ist, was ich auch sehr schätze. Nachher aber heimkommen, meistens im Ausgang. Nach dem Ausgang ein Video schneiden, damit es rechtzeitig geschnitten ist. Muss ich sagen, schon mühsam. Ich habe heute wirklich wieder einen geilen Platz. So leicht, schon an der Seite, aber leicht in der Ecke, aber nahe am Feld wieder. Ich hoffe, ich sitze auf der geilen Seite, wo die Journalisten sind. Je nachdem treffe ich auch vielleicht noch eine Legende oder so. Wow! Das Stadion wird wieder mal crazy, man! 75'000 Leute haben Platz, Alter. Ich bin nicht mehr der Einzige. How much is the match scarf? £10, sir. Yeah, I'll take it. Also, der Schau ist wieder ein Fakt. Ihr seht, das ganze Quartier ist einfach nach Manchester aufgebaut. Sagt ehrlich, der Schau steht mir. Also von außen ist das Stadion definitiv schöner als Anfield. Da kann man niemand etwas sagen. Ich suche den Sir Bobby Charlton Stand S21. Das Geile an diesem Stadion ist, die Eingänge sind alle so in einem Tunnel, der eingebaut ist im Stadion. Und das ist ein Feeling nach dem Match, wenn alle schreien, wenn das Match gewonnen ist und dort nicht die Chance gesungen werden. Das hätte dann Angst, weil es so laut ist. Das ist mein Eingang. Ich bin drin. Hier muss rein. Seid ihr ready? Ihr seht hier, kleine League. Yes. The Theater of Dreams. Ich muss ehrlich sagen, auch von innen, es ist einfach schöner aus Anfield Road. Die Stimmung wird vielleicht nicht so krank sein, aber wow, wow, wow. Schauen wir mal, wer wir treffen können. Thanks. Das war gerade West Brown. 5-mal Premier League gewonnen, 2-mal Champions League gewonnen. Absolute Manchester United-Legende. Es ist 1 Stunde vor dem Match. Die werden dort sicher auch geil. Könnte ich doch nur einmal auf so einem kleinen Rasen shooten, Mann. Wow. Can we do Rashford? Thank you. Nein, Tyrell Malacia macht sein Comeback am Tag nach etwa 2 Jahren nicht mehr Fußball spielen. Wir sind hier heute in der Startaufstellung. Ich glaube es nicht. Tyrell Malacia. Wir haben angefangen, los geht's. Garnacho! Ey, ich konnte das nicht filmen. Der Goalie macht irgendeinen Scheiß. Das zweite Mal unter dem Trainer, dass wir in den ersten 3 Minuten ein Goal machen. Es ist 1 Minute gespielt. Also, das habe ich auch nicht erwartet. Ja! Gut gerettet von Malacia. Was macht er?
Also die gehen auch gut ab, wirklich, da kann man nichts sagen. Oh! Menu hat die Chance, sie müssen es nur machen. Es steht 1-1, absolut schlecht verteidigt. Also eigentlich den Ball gehabt und wieder weggegeben. Und so passiert das Goal halt wieder. Anthony muss Einwurf machen, hast du auch noch nie gesehen. Mann! Wieso sind die so scheiße? Ich glaube es. 2-1. Führung weggegeben, jetzt bist du wieder hinten rein. Es ist wie jeder Scheißmatch. Ich wüsste, ihr seht mich fix gerne leiden, Mann. Hure Scheiße. 22 Minuten gespielt. Absolut verschenkt. Bodo Glimt erarbeitet sich gerade mehr Chancen aus United, also das ist ja traurig. Wichtig, vor der Halbzeit 2-2 reingemacht. Jetzt haben wir wieder alles von 0 für die zweite Halbzeit angehen. Es ist Halbzeit gepfiffen worden. Die Stimmung ist krank. 4 Goals in jeder Halbzeit. Da kann ich mich gar nicht beklagen. Anthony bis jetzt wie immer absolut Käse, macht genau gar nichts. Højlund super Spiel und glauben wir, Mazraoui underrated. Man of the Match jetzt schon. Ich bin wirklich gespannt, was wir jetzt noch rausholen. Knapp, gut gemacht. Sie müssen jetzt echt früh reinmachen, sonst wird das ein mühsamer Match. Ach du Scheiße, wieder ein Goal, ich habe es nicht getroffen. Es kommt jedes Mal so unerwartet. 3-2, ganz wichtig, ganz wichtig. Jetzt einfach halten, kein kassieren. Einfach wieder Rasmus Højlund, der macht heute das Spiel von seinem Leben. Casemiro als Innenverteidiger eingewechselt worden. Plötzlich hat Bodo Glimt wieder 3 Chancen nacheinander. Das kann ja gar nicht sein. Oh mein Gott, wieso muss ich leiden, Mann? Können Sie nicht echt das 4-2 mal machen? Das sind 100%ige. Ein richtig dummer Rückpass von Menu. Onana verpasst den Ball. Mach nicht! Was machst du? Wieso nicht einfach schießen, Mann? Wieso so schön? Wieso will er so perfekt oben rechts reinschießen? Da musst du echt direkt mit Vollkraft reinschieben, Mann. Sag ich würde den Ball nicht mehr drauf haben. Bro, wenn man es nicht macht, kassiert man sie näher. Onana, ein grusiges Zeitspiel die ganze Zeit. Das ist ein gefährlicher Freistoß. Wenn der reingeht, der ist für mich fertig.
einfach fertig spielen. Noch 1 Minute. Ja! Spiel ist vorbei. 3-2. Menu hat seine 3 Punkte geholt. Schlechtes Spiel, muss man sagen. Schlechter Fußball. Menu, absoluter Respekt an die Auswärtsfans. Hohe Stimmung gemacht. Den ganzen Match lang. Extrem laut gewesen. Geil auch mit diesen Schalen. Ja, zieht euch das rein, das ist krank. Genießt. Wow. Heute Match ist durch. Ich bin jetzt unterwegs. Hey, wirklich, ich habe es wieder genossen. Ich freue mich schon, jetzt wieder hierher zu kommen. Old Trafford, immer schön Theater of Dreams, ihr wisst es. Ich gehe jetzt hey, noch ein Video von Liverpool gegen Real Madrid schneiden. Wer das schauen will, dort oben könnt ihr auf den Link klicken. Ich sage euch mit Ansage, ich werde Tyrell Malacia treffen. Ist mir scheißegal, ich werde ihn nicht treffen. Ich werde nächsten Match oder in den nächsten paar Matches, die ich hier schaue, ich werde den treffen. Ich werde das irgendwie regeln. Fazit zum Spiel: Auswärtsfans krank gewesen. Wir sind nicht so gut gewesen. Ich muss auch ehrlich sagen, man hat verdammt gehört, dass die Leute mega unzufrieden sind mit der Mannschaft, mit dem Ganzen, was passiert. Und ja, verstehe ich auch. Ich hoffe, das wird besser mit dem neuen Trainer. Aber momentan sieht es wirklich nicht rosig aus. Es war ein interessantes Spiel. Goal sehr unerwartet. Daher habe ich auch 2 verpasst beim Filmen. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass wir unsere 3 Punkte haben. Und bei dem würde ich das Video auch gerade wieder beenden. Und man sieht sich bis zum nächsten Mal. Peace out!